Die Damen und Herren, herzlich willkommen auf dieser zweiten Konferenz am Zyklus am Kader von der Urlaubsfeierung vom Steck so dunkel hier. Die Konferenz heute Noven geht immer Thema, wie wir die Vergangenheit erzählen. Und da hat es zwei Aspekte, da den das aus dem historiografischen und der andere das den von den Artisten. Zwei Approchen, die vielleicht am Anfang diametralement opposé schenken, das vielleicht aber gar nicht so sind. Da probieren wir den Ofen rauszufinden. Dafür gebe ich gerne begrüßen auf der einen Seite Elsa Raux, Schauspielerin, Delis Schmidt, Autor vom Steck, der Konstantin Rommelfangel, auch Schauspieler, und der Christoph Brüll von der Uni. Den Eislo wird an einem Vortrag über Historiografie ein bisschen abklären. Und dann werden wir zusammen, wie an dem ersten Gespräch schon auch, einfach ganz locker diskutieren. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank, Anne, für die Einleitung. Vielen Dank auch für die Einladung, die mich doppelt freut. Einmal inhaltlich und einmal die Gelegenheit, vor Publikum nochmal aufzutreten, die doch in den letzten Monaten sehr rar war und mit der Luxemburg ja auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal hat. Denn in meiner belgischen Heimat wäre also eine Veranstaltung wie heute Abend derzeit überhaupt nicht möglich. Und ich hatte letzte Woche das Glück, schon eine Veranstaltung in der Cinemathek machen zu dürfen. Man merkt sofort, wie gut einem das tut. Also wir haben es schon gesagt, wir möchten heute Abend in die Diskussion kommen, vor allem um die Rolle von Geschichtsschreibung. Was ist eigentlich Geschichtsschreibung? Wie verhält sie sich zur Kunst? Wie verhält sie sich vielleicht auch zur Fiktion? Ich möchte in meinem Vortrag, der nicht länger als 25 Minuten dauern sollte, einfach ein bisschen Schlaglichter darauf werfen, Fragen aufwerfen. Ich werde nicht alle beantworten können, das würde einen viel grundsätzlicheren Vortrag nötig machen, aber ich möchte Sie gerne zum Nachdenken bringen und natürlich sollen wir dieses Nachdenken dann auch später gemeinsam fortsetzen. Ja. Was mich zuerst interessiert hat, war der Titel der Konferenzreihe, die das Theaterstück begleitet, nämlich The Winner Writes It All. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ich denke, wir haben diesen Satz alle schon mal gehört. Vielleicht denken wir auch, dass es so ist. Wir haben bei unseren Erstsemesterstudierenden im letzten September genau diese Frage gestellt und es waren doch immerhin 20% der Studierenden, also im Fach Geschichte im ersten Jahr, die dem Satz zustimmten, die dachten, dass es so ist, dass also die Geschichte von Siegern geschrieben wird. Als guter Historiker versucht man natürlich herauszufinden, ja, woher kommt der Satz eigentlich? Das wäre eine ganz schwere Suche geworden, wenn man das wirklich vertieft gemacht hätte. Aber man stellt fest, dass er doch unterschiedliche kulturelle Verankerungen hat. Wenn Sie die weltweit größte Suchmaschine im Internet nehmen und einfach mal den Satz in der jeweiligen Sprache eingeben, dann stellen Sie fest, in Französisch ist es ganz klar, dass der Satz innerhalb weniger Treffer mit Robert Brasillac verbunden wird, der den Satz 1944 geschrieben hat. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Robert Brasillac war, ja, einer der ersten, der Zweifel an der Existenz der Gaskammern geäußert
hat. Es ist ein Satz, der einen sehr schnell nach rechts rückt, ohne dass es einem eigentlich bewusst wäre, aber es ist eine Genealogie, die einem doch zu denken geben sollte, wenn man an den Satz denkt. Gibt man den Satz in Deutsch ein, kommt man relativ schnell auch zu diesen rechtsextremen Interpretationen. Zum Beispiel die Annahme, dass die deutsche Zeitgeschichtsschreibung nach 1945 von den Amerikanern vorgegeben wurde oder dass zumindest die Historiker total von den Amerikanern unterwandert seien. Da ist man natürlich schnell auch bei Reichsbürger denken, wenn man so weit geht. Die einzige Sprache, wo man nicht so schnell in rechtsextreme Gewässer geriet bei der Internetsuche, das war Englisch, wo man sich eher darüber streitet, ob jetzt Churchill den Satz mal gesagt hat oder geschrieben hat oder auch nicht. Also auch eine sehr englische Diskussion, aber doch weitaus unverfänglicher als die Frage, ist das ein Satz, der einen zu einem Rechtsextrem macht oder in die Nähe von Rechtsextremismus setzt. Ja, also wir sind hier eigentlich mittendrin schon in der Frage, wer schreibt überhaupt Geschichte, wenn man nur einfach diesen einfachen Satz als Beispiel nimmt. Wer schreibt Geschichte? Sind es die Sieger? Also als Historiker hat man ja schon a priori, reagiert man allergisch auf den Satz. Als belgischer Historiker kann man auch schon genau ein Beispiel geben, wo man genau weiß, dass es nicht so ist, denn die gesamte Geschichtsschreibung des Zweiten Weltkriegs in Belgien ist von den flämischen Kollaborateuren extrem stark geprägt worden. Sie waren die Ersten, die diese Geschichte überhaupt aufgeschrieben haben, die das Bild bis heute eigentlich stark dominieren in der Öffentlichkeit. Das verweist auf mehrere Dinge. Erstens, dass es eben natürlich nicht notwendigerweise professionelle Historiker sind, die Geschichte schreiben. Und es sollte auch nicht so sein. Ja, Historiker ist kein geschützter Beruf. Manchmal würde man sich das wünschen, je nachdem, was man liest. Aber für den demokratischen Diskurs ist es absolut notwendig, dass alle sich über Geschichte informiert äußern dürfen und sollten. Natürlich aufgeklärt. Die zweite Dimension, die man bei diesem Siegersatz hinzuziehen könnte, ist einfach die Tatsache, dass natürlich gibt es viele Sieger, die ihre Vergangenheit glorifizieren wollten, die das zum Anlass für Geschichtsschreibung genommen haben. Das ist absolut unbenommen, aber viel häufiger trifft man eigentlich auf den Fall, dass der Verlierer die Geschichte als erster schreibt, ganz einfach, weil er ein viel, viel größeres Bedürfnis hat, zu verstehen, was eigentlich da passiert ist und zu problematisieren, was da passiert ist. Es hängt natürlich immer auch von den Diskursbedingungen ab. Das ist klar, dass wenn Sie nach einem Krieg in der Diktatur landen, ist es schwieriger als in der demokratisch verfassten Gesellschaft. Aber ich postuliere auch hier natürlich, dass ein offener Geschichtsdiskurs eben auch nur und eine Geschichtsschreibung nur in einer demokratisch verfassten, offenen Gesellschaft überhaupt möglich ist. Geschichte als Demokratiewissenschaft wäre da so ein Begriff. Die Frage, was ist dann Geschichtswissenschaft, werde ich vor allem aus dem Blick des Zeithistorikers in den nächsten Minuten beantworten. Denn Medievisten oder auch frühe Neuzeithistoriker hätten ganz andere Herangehensweisen als meine das vielleicht wäre. Es kommt eben immer auch auf die Perspektive an. Aber was ist Geschichtswissenschaft? Da sollten wir vielleicht einfach zuerst ganz simpel ein paar Begriffe klären. Ja? Wenn Sie sich einfach das simpelste aller Wörterbücher anschauen, den Duden, in den letzten Wochen stark in der Diskussion, aber nicht wegen seiner Diskussion oder seiner Definition vergangenen Geschichtswissenschaft, dann sehen Sie hier sehr einfache Erklärungen. Was ist Vergangenheit? Ja? Der Gegenwart vor angegangene Zeit und das in ihr Geschehene. Ja? Geschichte gibt es zwei Definitionen, die vorgeschlagen werden. Ja, die erste, politischer, kultureller und gesellschaftlicher Werdegang, Entwicklungsprozess eines bestimmten geografischen, kulturellen oder ähnlichen Bereichs.
mündliche oder schriftliche, in einen logischen Handlungsablauf gebrachte Schilderung eines tatsächlichen oder erdachten Geschehens, Ereignisses oder eben Erzählung. Was ist dann die Geschichtswissenschaft? Ja, Geschichtswissenschaft ist die Wissenschaft von der Geschichte, aber natürlich nur in ihrer ersten Definition, also nicht da, wo es um erdachte Erzählungen geht. Da könnte man schon drüber diskutieren. Ich komme auch gleich darauf zurück. Und Geschichtsschreibung ist die schriftliche Darstellung der Geschichte, wiederum nur in der verengten Definition, die dort gegeben wird. Der Begriff der Geschichtsschreibung, der ist uns allen geläufig, mit dem beschäftigt sich jeder Historiker permanent. Historiographie meint dasselbe und in dem Wort Geschichtsschreibung ist eben auch ein absolut zentraler Punkt drin, nämlich der Verweis auf das Schriftliche. Wir wissen alle, das war mal Schulwissen, ich denke, das ist immer noch so, dass man sagt, die Vorgeschichte und die Geschichte, die werden dadurch getrennt, dass die Geschichte anfängt, sobald eine Gesellschaft eine Schrift entwickelt hat oder sich einer Schrift bedient. Da könnte man jetzt im Lichte der letzten Erkenntnisse auch wieder lange drüber diskutieren, aber es ist eine Konvention wie so vieles bei diesen Definitionen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass auch für Historiker das schriftliche Zeugnis immer noch die Quelle ist, die die größte Bedeutung hat. Ja? Und die schriftliche Fixierung der Geschichte als Wissenschaft in einer erzählerischen geschriebenen Form ist bis heute das Medium, das dominiert. Können wir auch gleich ganz zu Ende kurz oder gleich einige Bemerkungen noch drüber machen. Dann haben wir die Fiktion, ja, als letzte Definition hier. Etwas, was nur in der Vorstellung existiert, etwas Vorgestelltes, Erdachtes. Ja. Die Fiktion kann Gegenstand der Geschichte sein, ja, aber die Geschichte selbst ist keine Fiktion. Das wäre der zentrale Unterschied hier. Wenn Sie jetzt in eines der wichtigsten deutschsprachigen, nicht für alle sofort zugänglichen Wörterbücher schauen, also nicht den Duden, sondern das Staatslexikon, dann finden Sie dort einen Aufsatz, einen Eintrag über Geschichtswissenschaft von einem deutschen Historiker Stefan Jordan, der absolut einschlägig da publiziert hat, schon seit Jahren. Was ist also Geschichtswissenschaft, wenn wir etwas tiefer einsteigen wollen? Dann lernen wir, und das ist natürlich zentral, dass Geschichtswissenschaft ein wissenschaftlich rationales Verfahren ist. Ja, eine Erforschung von Geschichte mit einer meist schriftlichen Fixierung, das habe ich bereits ausgeführt. Und Jordan unterscheidet dezidiert die Geschichtsschreibung, die Geschichtswissenschaft von anderen Formen der Geschichtserzählung, die auch ihren Platz haben. Ja? Der Mythos, die Legende, ja, die Dichtung, der historische Roman, die aber eben nicht dieselbe Verbindung zur Faktizität haben wie die Geschichtsschreibung. Genauso wenig zur Geschichtsschreibung gehört natürlich eine Erzählung, die heilsgeschichtlich angelegt wäre oder eben religiös fundiert oder ideologisch fundiert. Ja? Der Großteil der Geschichtsschreibung, die in Osteuropa zwischen 1945 und 1990 stattgefunden hat, würde diesen Kriterien nicht standhalten. Das heißt, wir würden sie eher als Quelle betrachten, denn als seriöse Geschichtsschreibung. Ja, also auch da wieder ein Unterschied, der zu etablieren wäre. Das bedeutet auch, zentral für Geschichtsschreibung ist Kritik, Auseinandersetzung, die Diskussion um das bessere Argument bei der Interpretation von Quellen und Texten. Das bedeutet nicht, um auch ein weit oder nicht so weit, aber doch verbreitetes Vorurteil aufzugreifen, dass was wir sagen oder schriftlich fixieren, einfach nur eine Meinung
wäre, eine unter vielen, die sich über Vergangenheit äußert. Da geht es weiter auch in der Definition oder in der Reflexion von Stefan Jordan, die ich eben eröffnet habe. Also der erste zentrale Punkt ist, Geschichte hat nicht mit Vergangenheit zu tun oder nicht zuerst mit Vergangenheit zu tun. Die Vergangenheit ist vergangen und sie ist für uns unerreichbar. Ja, also Sie wissen das, man kann nicht im Labor das nochmal nachstellen, um zu sehen, ob das Experiment vielleicht bei der Änderung anderer Parameter anders verlaufen könnte. Aber die Geschichte arbeitet mit sogenannten Quellen, ja, also Gegenständen, Überlieferungen, ja, aus der Vergangenheit, die ein Bild der Vergangenheit abgeben oder ein Abbild der Vergangenheit, eine Repräsentation. Und da, wo die Quellenkritik anfängt, da ist es gerade der Punkt, dass wir eben deuten, das Verhältnis zwischen der Vergangenheit und der Repräsentation der Vergangenheit, die uns eine Quelle eröffnet. Das heißt, eine Quelle ist kein direkter Zugang zur Vergangenheit. Wir müssen sie zum Sprechen bringen. Ja? Das heißt, es gibt auch keine Fakten, die irgendwie natürlich vorfindbar wären, sondern auch Fakten werden konstruiert. Ja? Manchmal ist es relativ leicht, manchmal ist es natürlich schwerer, sie zu konstruieren. Das heißt, es gibt einen Unterschied, ja, in Französisch zwischen signe, die Quelle, das Relikt der Vergangenheit, und signifier, also das, was sie uns sagt. Und in dem Punkt beginnt historische Interpretation, das verstehende Deuten von der Vergangenheit. Ja? Und damit produzieren wir eben eine Geschichtserzählung. Diese Geschichtserzählung, die kann oder sollte eben die Offenheit von Geschichte betonen. Das heißt, es gab natürlich immer mehrere mögliche Zukünfte in der Vergangenheit. Und es gilt eben auch zu erklären, kausal und konsekutiv, wie etwas gekommen ist, ja, wie wir denken, wie wir rekonstruieren, wie etwas gekommen ist und warum es gekommen ist. Und vielleicht ist da der zentrale Punkt, der uns auch wieder zu dem Ausgangssatz, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, führt. Die meisten Menschen werden wahrscheinlich auf diesen Satz kommen, obwohl sie etwas anderes meinen. Das etwas andere meinen bedeutet ist, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ja? Und als Historiker wissen wir, wie es ausgegangen ist. Wenn wir aber die Geschichte schreiben, dürfen wir die Offenheit der vergangenen Zukünfte eben nicht ausblenden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, schreiben wir aus der Gegenwart, mit dem Wissen aus der Gegenwart, mit unserer Standortgebundenheit, auch mit unseren anderen moralischen Kriterien, wenn es denn eine Entwicklung gegeben haben sollte. Ja, ich möchte ganz kurz ein paar zentrale, paar beispielhafte Schlaglichter werfen, wo diese Frage diskutiert worden ist. Ja, Standortgebundenheit des Historikers versus Objektivitätspostulat. Das Objektivitätspostulat bedeutet heute, der Historiker, so haben wir es beigebracht bekommen, so bringen wir es hoffentlich den Studierenden heute auch noch bei, sollte natürlich dazu tendieren, so objektiv wie möglich zu sein. Wohl wissend, dass absolute Objektivität nicht möglich ist. Aber in der Tradition der Geschichtsschreibung seit dem 19. Jahrhundert, also als sie verwissenschaftlicht wurde, als sie zum Universitätsfach wurde, gab es verschiedene Strömungen. Die wichtigste ist natürlich der Positivismus, deren Leitruf ad fontes war, also zu den Quellen, die also tatsächlich meinte, auf Grundlage der Quellen wirklich exakt rekonstruieren zu können, wie die Vergangenheit passiert wäre. Oder wie der deutsche Historiker Ranke es formuliert hat, wie es eigentlich gewesen
Davon sind wir ab, um es flapsig zu sagen, und trotzdem sind wir nicht ganz davon ab. Es bleibt das Ziel, aber wir wissen, dass es immer nur eine Rekonstruktion oder eine Konstruktionsleistung ist, die wir erbringen. Umso wichtiger ist es, seinen eigenen Standpunkt deutlich zu machen. Das heißt, unterschiedliche Perspektiven auf einen denselben Gegenstand, Forschungsgegenstand zu werfen, andere Sichtweisen einzunehmen. Die Schwierigkeit liegt eben darin, diese Perspektiven miteinander zu kombinieren. Das führt dazu heutzutage beispielsweise, dass sogenannte Mehrebenenerzählungen oder Jeux d'échelle, wie Revel es sagen würde, sehr populär sind. Das bedeutet also, man versucht wirklich nicht nur eine Ebene anzuschauen, sondern das Zusammenspiel von verschiedenen Handlungsebenen, die dann auch gegebenenfalls zu verschiedenen Erzählebenen werden. Und da kommen wir zu der ersten Auseinandersetzung, dem ersten Beispiel. Ich habe es hier genannt, Hayden White, Schaul Friedländer. Hayden White hat 1973 ein Buch geschrieben, Meta-Histories, und hat das dann später auch noch ausformuliert, indem er sagte, Geschichtsschreibung ist eigentlich eine Erzählung. Und unsere Interpretation wird schon dadurch vorgeformt, welche Art der Erzählung wir wählen. Und zwar wie eine literarische Erzählung. Komödie, Drama, Tragödie, Tragikomödie, all dies wären oder sind in den Augen von White eben Darstellungsmodi. Das hat dann in den 80er Jahren zu einem Konflikt, einer Kontroverse mit einem anderen amerikanisch-israelischen Historiker, Schaul Friedländer, geführt, der ein Spezialist für die Geschichte des Holocaust ist. Und es gab dann letztendlich mehrere sehr fruchtbare Tagungen, wo man versucht hat, ja, zu sagen, okay, das ist vielleicht nur eine Erzählung, aber es ist eine Erzählung über etwas Wahres. Ja, die Gaskammern haben existiert und die Menschen sind ermordet worden, da können wir nicht dran vorbeigehen. Oder wie ein anderer Holocaust-Historiker, Christopher Browning, es formuliert hätte, we make history, not fiction. Aber trotzdem hat es Friedländer dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie man Geschichte erzählt. Und das zusammen mit einer zweiten Dimension, nämlich der Täter-Opfer-Dimension, also heute fast 40 Jahre später kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, worum es damals ging, aber es wurde damals verhandelt zwischen dem deutschen Historiker Martin Broschat, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, und eben Friedländer, wo Broschat einen Text geschrieben hat, Plädoyer für die Historisierung des Nationalsozialismus, wo letztlich rauskam, dass die Juden eigentlich die Geschichte des Holocaust und der Judenverfolgung nicht schreiben könnten, weil sie als Opfer emotional viel zu stark damit verbunden seien. Es wurde von Broschat nicht darüber nachgedacht, wie das denn auf Täterseite aussah, sondern er fokussierte sich eben auf diese Opferseite. Ja? Und da hat eben Friedländer in seinem Werk auf beide Fragen, sowohl die von White als auch die von Broschat, Anfang der 2000er Jahre geantwortet mit seinem Buch zur in beiden Büchern zur Judenverfolgung, wo er halt eine integrierte Geschichte geschrieben hat, integriert insofern, als die Täter- und die Opferperspektive gleichzeitig vorhanden sind, und auch eine sehr komplexe Erzählung, indem er nämlich das Ganze immer nebeneinander gestellt hat, also was zur selben Zeit passierte an sehr unterschiedlichen Orten in Europa, was auch als Ziel hatte, den Leser so ein bisschen aus der Fassung zu bringen, um eben die Fassungslosigkeit im Angesicht des Holocaust deutlich zu machen. Diese Debatten hängen stark damit zusammen, natürlich mit der Frage auch Verstehen und Verständnis zeigen. Ja, es passiert sehr oft, auch mir, dass wenn ich einen Text schreibe und ich versuche zu verstehen und zu erklären, dass das verwechselt wird mit Verständnis zeigen. Wenn man biografisch arbeitet, nehmen wir das Beispiel Gustav Simon. Was macht man mit so einem Herrn? Man braucht doch ein bisschen Empathie
oder auch nicht, um seine Biografie zu schreiben, um über seine Person nachzudenken, sich gegebenenfalls in sie hereinversetzen zu können. Robert Gerwart hat mal im Zug seiner Heinrich-Biografie von kalter Empathie gesprochen. Ja, also das ist dann die Frage der Distanz des Historikers zu seinem Gegenstand. Ich sehe, die Zeit rennt, deshalb kürze ich ein bisschen ab und komme auf die Frage lineare Geschichtserzählung, welche Zeiterfahrungen. Wir sind durch die verwissenschaftliche Geschichtsschreibung eigentlich alle darauf konditioniert, dass ein Buch dann anfängt und dann aufhört, 1900 anfängt, 2000 aufhört, dass die Geschichte also linear erzählt wird. Nur diese Linearität entspricht nicht immer der Zeiterfahrung der Person, um die es da überhaupt geht. Der belgische Historiker Berber Bevernage hat das sehr schön gezeigt in seiner Doktorarbeit über die Opfer der argentinischen Diktatur. Die Kinder, die den Müttern weggenommen wurden, die ermordet wurden, oder auch die Opfer der Militärdiktatur, wurden von den Überlebenden explizit als noch in der Gegenwart begriffen geschildert in Zeitzeugeninterviews. Wie kann man das mit unserer klassischen Linearität überhaupt fassen? Das sind Fragen, die sich Geschichtsschreibung derzeit stellt. Man kann die Arbeiten des deutschen Historikers Achim Landwehr da nennen. Und die Frage ist zum Beispiel auch methodisch, und mit der wir uns auch am C2DH beschäftigen, ob nicht das Internet hier neue Erzählformen, Stichwort Transmedia Storytelling, ermöglicht, die technisch ermöglicht, die es uns eben auch intellektuell, konzeptuell ermöglichen, da die Frage dieser Linearität nochmal neu durchzudeklinieren, was auch bedeutet, dass eben die klassische Buch- oder Aufsatzform als Darstellung von Geschichte sicher nicht verschwinden wird, aber dass der Anteil der anderen Versuche ganz sicher zunehmen wird in den nächsten Jahren. Ja, ganz kurz zum Schluss, statt einer Schlussfolgerung. Hier war also vor 10 Tagen ja die erste Diskussion mit Robbie Beaver. Deshalb habe ich mal einfach nur die Frage der historischen Wahrheit oder der unterschiedlichen Wahrheiten, wenn wir über Vergangenheit reden, hier angerissen, statt einer Schlussfolgerung. Und um einfach nochmal festzuhalten, es gibt verschiedene Arten von Wahrheiten. Eine davon ist die historische Wahrheit, aber eine andere davon ist die juristische oder rechtliche Wahrheit. Und die beiden müssen nicht miteinander übereinstimmen. Ja? Und klassisch als Beispiel könnte man nehmen die Geschichtsschreibung der Kollaboration, also Kollaboration während des Zweiten Weltkriegs. Ich habe hier einfach mal die Verurteilung, die Zahlen der Verurteilung an die Wand geworfen, und in jeder, auch historischen Darstellung der Kollaboration im Zweiten Weltkrieg werden Sie diese Angaben zuerst finden, entweder länderspezifisch oder europaspezifisch beispielsweise. Aber das sind ja eigentlich nur die Zahlen von Menschen, die wegen Kollaboration strafrechtlich verfolgt und verurteilt wurden. Ja? Letzte Woche, das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, ist in Luxemburg ein Abkommen unterschrieben worden zwischen der Regierung und den Vertretern der jüdischen Gemeinschaft in der Frage der Entschädigungen der Enteignungen. Ja? Diese Enteignungen beruhten in sehr vielen Fällen auf Verträgen, die von beiden Seiten unterschrieben wurden. Ja? Und während Jahrzehnten, viel zu lange auf jeden Fall, bis in die 90er Jahre, sind diese Verträge und ihr Zustandekommen nicht hinterfragt worden. Es war ein gültiges rechtliches Papier, was da unterschrieben wurde. Ja, dass die Menschen unter Druck standen, wurde überhaupt, also die jüdische Bevölkerung unter Druck stand, wurde überhaupt nicht thematisiert. Ja? Viele
der Menschen, die von diesen Enteignungen profitiert haben, indem sie ein Geschäft übernommen haben zu günstigen Konditionen oder auch Sachgegenstände, sind während nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht belangt worden. Ja? Auf der anderen Seite, wenn sie Mitglied in der NSDAP gewesen waren, ja, und vielleicht nur das, dann konnten sie sehr schnell verurteilt werden. Warum? Ja, da gab es ein eindeutiges Papier, die Mitgliedskarte in der NSDAP, die schriftlicher Beweis klar zuzuordnen zur Verurteilung führte. Ja. Derjenige, der aber von der Arisierung profitiert hatte, war wahrscheinlich der deutlich schlimmere, ja, moralisch betrachtet, Fall als derjenige, der ein simples Mitglied der Partei war. Ja, aber hier sehen wir, das war juristisch nicht zu fassen. Es war lange Zeit von den Historikern auch nicht als ein solches Problem erkannt, erst in den letzten 25 Jahren. Ja, aber es bedeutet schlicht und ergreifend, diese Statistik reicht nicht aus, wenn man über Kollaboration im Zweiten Weltkrieg spricht und sie als Ganzes erfassen möchte. Ja, und es kommt eben immer auf die Frage an. Diese Frage hängt von unserer Gegenwart ab. Ja. Heute können wir distanzierter vielleicht, auf jeden Fall mit größerem Sinn für Komplexität an diese Vergangenheit herangehen. Das ist zumindest meine Einschätzung als Historiker. Und ich weiß nicht, ob die jetzt auch von den Künstlern geteilt wird, aber das werden wir jetzt feststellen. Vielen Dank. Ja, das kann ich auch schlecht beurteilen. Die Sache mit der Emotionalität ist so im Probenprozess, also Distanz ist immer ganz, ganz schwierig. Aber wir versuchen es teilweise. Wir müssen es aber nicht, das ist ja das Schöne. Wir dürfen ja emotional zu unserer Arbeit stehen. Vielen Dank, Christoph. Ich fühle mich gerade ein bisschen überfordert, weil ich ganz viele Fragen in die Runde werfen will. Und ich würde einfach mal, Elis, eine Frage an dich richten. Du hast darauf bestanden, dass es sich bei dem Stück weder um ein historisch-dokumentarisches Drama handelt, noch um eine reine Fiktion, sondern wir haben uns geeignet auf das Wort der Spekulation, was mir sehr gut gefällt und ich glaube, was jetzt in der Frage von den verschiedenen Herangehensweisen oder den verschiedenen Blickwinkeln natürlich auch ganz, ganz spannend, ganz passend ist. Wie kannst du als Geschichtenerzählerin durch solche Spekulation zur Geschichte beitragen? Das ist schwer zu sagen. Also das weiß man ja nie, wie sowas ankommt, was man erzählt, das ist klar. Was war dein Anspruch daran? Was ist dein Anspruch an dich selbst, um diese Geschichte zu erzählen? An mich selbst weiß ich nicht. An den Text natürlich. Das ist ganz klassisch eigentlich. Die Art und Weise, wie man klassischerweise für das Theater Geschichten erzählt, beruht ja nicht auf einem Wahrheitsanspruch in demselben Sinne, wie jetzt die Geschichtsschreibung ihn verfolgt. Ja, also es geht ja nicht um einen Objektivitätsanspruch. Es geht nicht darum, dass diese Geschichte allen Quellen, die man möglicherweise finden könnte, standhalten kann. Ich mache das wirklich ganz klassisch, würde sagen sogar, also wenn ihr wollt, mit Schiller. Im Theater geht es um die Wahrscheinlichkeit der Geschichte. Und insofern ist dann das, was ich an Quellen finde, einfach mein Material. Ich versuche nicht so weit davon abzuweichen, damit das, was eventuell passiert ist, erkennbar bleibt. Aber es geht eigentlich darum, zu plausibilisieren. Und deswegen kann ich mir dann auch Freiheiten erlauben, die sich der Historiker nicht erlauben kann. Ich will nicht widersprechen, aber nuancieren, was Historiker angeht. Natürlich arbeiten wir vor allem sogar mit Plausibilitäten.
Und selbst Spekulationen sind erlaubt als Teil des Arbeitsprozesses. Das ist eben eines der großen Probleme auch von Geschichtswissenschaft bisher. Wir haben immer das Bild des Historikers, der da in seinem Büro sitzt und große Denkprozesse veranstaltet und irgendwann kommt was raus und der schreibt das Buch, das dann die Leute lesen. Es passiert heute natürlich alles viel interaktiver, aber die Frage, wenn man keine Quellen hat, zu spekulieren, ja, das ist ein absolut legitimer Prozess und die Spekulation führt ja dann oft auch dazu, dass man neue Wege findet, vielleicht doch einen Beleg zu finden, aber es ist ganz klar, dass es ein Mittel ist, das auch von uns genutzt wird und die Plausibilität ist am Ende das, was als Argument bewertet wird, aber es ist natürlich klar, dass die Belegpflicht weitergeht als in einem Theaterstück. Das ist ja, leuchtet jedem ein. Ich denke, die Pflicht schon, aber der Weg nicht unbedingt dahin, weil, also was mir persönlich an der Ähnlichkeit von einem wissenschaftlichen Vorgang und einem künstlerischen Vorgang eigentlich der ist der von den Neuversuchen, also immer die Sache wieder von neuen Seiten zu belichten und zu beleuchten und anzugehen und dabei natürlich auch zu scheitern. Immer wieder, aber durch dieses Scheitern, glaube ich, wird das Bild irgendwo auch kompletter, habe ich den Eindruck. Das trifft sicher zu, wobei natürlich die Geschichte des Scheiterns eine ist, die immer leider oft ungeschrieben bleibt, denn natürlich gibt es Bücher, die weniger überzeugen als andere, aber der Prozess des Scheiterns und des Risikoeingehens ist etwas, was natürlich, ja, man könnte sagen, leider nicht unbedingt auch durch das Wissenschaftssystem begünstigt wird. Aber natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad Trial and Error. Ja. Da kommen wir dann, glaube ich, auch ins Spiel. Elsa Konz, wie das Nachstellen, das Repräsentieren von Figuren. Vorhin ist es, Elis hat vorhin gesagt, der Komplettheit wegen oder der Wahrheitsfindung wegen. Also wir versuchen ja nicht nur unbedingt die Geschichte an sich, aber auch die Figuren. Also ich denke, der Punkt ist, inwiefern die Wahrheit von einer Figur liegt nicht unbedingt in der Wahrheit ihrer Biografie, sondern auch ihrer emotionalen Wahrheit und einer Komplexität, die ein Stück an sich in den 40, 50, 100 Seiten, die ein Stück so hat, nicht unbedingt beleuchten kann, rein was den Text anbelangt, aber wir proben 6 Wochen. Was passiert da? Was sind da Sachen, die man versucht zu suchen, vor allem wenn man Figuren darstellt, die vielleicht dann doch etwas pauschal gut oder etwas pauschal böse dargestellt sind, was hier ja ein ganz bewusster Schreibakt von Elis war, diese Figuren etwas dikotomisch darzustellen. Was ist da die Aufgabe des Schauspielers? Ich würde mal sagen, die erste Aufgabe ist, sich einfach darauf einzulassen. Das, was da geschrieben wurde und natürlich ein Weg ist, sich auch mit den historischen Fakten, sage ich jetzt mal, auseinanderzusetzen, die man natürlich auch immer anzweifeln muss und kann. Und das andere ist eben, und das ist, glaube ich, das Interessante am Theater, dass es eben versucht, Diskurse darzustellen von Geschichtsschreibung. Und dann als Schauspieler sich halt darauf einzulassen, ob man damit jetzt einverstanden ist, persönlich oder nicht, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, aber sich da hinzustellen und zu sagen, ich stehe jetzt mal für das ein, was da gesagt wird und zu schauen, welche Reibungsflächen sich dann eben mit einem Spielpartner ergeben und was dann hinten rauskommt beim Zuschauer.
Es ist ja, ich greife kurz da ein, das ist ja für die, ich stelle die Frage dann an dich, Elsa, weil die Frage, ich denke, da wird das Beispiel am klarsten vielleicht der Darstellung von einer Frau, die nicht mehr eine Frau unserer Zeit ist, aber als du heute eine Frau darzustellen, wo letztendlich die Verhältnisse komplett andere waren. Da haben wir gestern eine Diskussion gehabt und da hätte ich nicht ungern, wenn du da kurz eingreifen könntest. Eben die Frage von... Geht das? Ja, das geht. Wir haben gestern darüber diskutiert, dass wir das Mittelmaß finden müssen, letztendlich irgendwie von einer Figur darzustellen, so wie sie damals war, oder die Erwartungen einer Darstellung einer Figur, einer Frauenfigur 1945, das aber als Frau von heute zu sehen. Also ihr habt ja alle das Stück noch nicht gelesen oder gesehen, aber in dem Stück von Elis ist halt die Figur, die ich spiele, Leon Müller, ist eine Frau, die immer wieder die Stelle der Frau in auch der damaligen oder der heutigen Gesellschaft thematisiert. Und das ist natürlich ein total anachronistischer Zug von ihr, weil ja, in den 40er Jahren war das ja noch gar nicht so eine Frage, wie es jetzt heute ist. Und für mich als Schauspielerin von 2021 auf den Text zu sehen und verschiedene von den Repliken, die Leon dann sagt, einfach so zu nehmen, das hat irgendwie nicht gereicht, irgendwie habe ich es kontextualisieren müssen. Also ich habe immer wieder daran denken müssen, oder ich muss jetzt anfangen daran zu denken, dass das keine Frau von heute ist. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie klar ist. Also, aber sie will die Frau von heute ja schon sein. Und das ist ja genau, das, also sie hat Ansprüche und die werden verbalisiert. Und das finde ich das wahnsinnig spannend. Und da frage ich dann jetzt den Historiker, ist es okay, oder ist das genau vielleicht auch der Anspruch an diese nonlineare oder diese Idee von dieser nonlinearen Geschichtsschreibung, zu sagen, ich versuche die Figur, historisch war sie vielleicht so, aber sie kann diesen Anspruch gehabt haben und ich kann fast eine Out-of-Body-Experience haben, also was die Figur oder die Darstellung der Figur, dass die Figur sich von außen sieht und dem Typen schon vorwirft, zu sagen, ja, du wirst nachher der Held sein, weil ich kann es ja nicht gewesen werden sein. Ich weiß die Form nicht, Elis, du musst mir da helfen, aber du weißt, was ich meine. Also diese Time Loops, die letztendlich da passieren, also könnte das ein Weg sein von dieser nonlinearen Geschichtsschreibung, die es vielleicht wahrhaftiger an etwas heranbringt, auch wenn es faktuell noch nicht gewesen sein konnte, aber es natürlich bei dieser Frau, die es nachher zu was gebracht hat, dieser Anspruch, aber es gab ein Ziel, sie hat sich eben nicht innerhalb von dieser Rolle klein gemacht, aber sie hat natürlich ein Bewusstsein dafür, dass sie nicht als die große Heldin dabei rauskommt, aber deshalb hat sie trotzdem weitergekämpft und ist das nicht das, was wir eigentlich erzählen müssen? Also künstlerisch ist da ja überhaupt kein Problem. Historisch würde ich sagen, ja, warum ist der Text, ja, und empfindest du ihn so, warum ist er so geschrieben, wie er ist? Ja, nicht, weil du wusstest, dass die Frau so ist, sondern weil du es von einem gesellschaftlichen Kontext der Zeit so geschrieben hast, was eigentlich über das Individuum etwas aussagt, ja, aber natürlich, sie kann so gewesen sein, dass sie natürlich schon progressiv daran gedacht hat. Ich weiß nicht, wie der Ansatz ist. Ja? Also man hat uns früher mal beigebracht, die größte Sünde des Historikers ist der Anachronismus. Aber in solchen emotionalen Fragen, also es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass jemand damals weniger weit entwickelt emotional gewesen wäre, als das heute der Fall ist. Wissenschaftlich gesprochen ist es ja so, es gibt ja heutzutage ein Feld, das eben Emotionsgeschichte heißt. Das
ist noch ein relativ junges Feld. Das heißt, es hat noch viel zu lernen. Wir, die wir das bisher noch nicht so betrieben haben, haben noch mehr zu lernen. Das heißt, diese Frage des Gefühls, des Gefühlswissens, ja, das wird auch in der Geschichtsschreibung in den nächsten Jahren sicherlich noch präsenter werden. Mal abgesehen davon natürlich, dass die Rolle der Frau in der Geschichte sowohl als Geschichtsschreiberin als auch als Forschungsgegenstand natürlich, dass da noch ziemlich viel Nachholbedarf ist. Elis. Ja, ich verrate jetzt mal was, wo das herkommt. Natürlich ist das so, dass ich da einen Diskurs von heute über die Biografie einer Figur gelegt habe, die nicht in diesem Diskurs verankert war. Also da sind wir uns einig. Aber der Punkt, wo ich mich dazu entschieden habe, das zu machen, das war eigentlich nicht von Anfang an. Aber das war sehr schwer, an diese Figur ranzukommen, weil es nicht viele Quellen gibt. Also ich habe Menschen gefragt, die sie kannten und die mir so dann Details verraten konnten, wie, was wird man nachher im Stück dann sehen, also die Schmetterlingsbrille und den Schäferhund, das gab es alles. Aber ich habe dann eine Postkarte von ihr gefunden in einem Archiv in Chicago. Und sie hat diese Postkarte schon als Mitarbeiterin der UNO in New York unterschrieben mit "A Girl from Luxembourg". Und das hat mich so wütend gemacht. Ich dachte so, hier, Woman, steh mal auf für dich selbst, so mach dich doch nicht so klein. Und das war so der Auslöser eigentlich, warum ich das gemacht habe. Aber das ist irgendwie, finde ich, genauso dieses zeitgenössische Denken, dass wir dann so auf die Figuren von damals so aufsetzen. Für uns als Frau zu 21 ist das so ein Grund zur Rebellion. Wieso sagt sie nicht Frau? Aber vielleicht war die Frau auf so vielen anderen Ebenen ihres Lebens so viel weiterentwickelt, wie wir uns das nur so überhaupt vorstellen können. Und das ist halt so, ja, das ist manchmal, was mich so nachdenklich macht, ist, dass wir so auf verschiedene Sachen springen, die wir irgendwie so persönlich nehmen, aber vielleicht gab es ja andere. Ich finde die Figur sehr beeindruckend, in dem eigentlich, dass sie gerade gar keine typische Biografie hat. Also Leon Müller, die damals in Gauleiter Simon nach Luxemburg bringen sollte, war eine Frau, die eine britische Uniform trug. Die ist nachher nach New York und war da. Sie war Akademikerin auch schon zu der Zeit, hat in New York auf der UNO gearbeitet. Ne? Das ist so die Biografie von der Figur. Und ich finde es einfach, ja, das ist eine Feministin vor der Zeit. Also eigentlich kann man fast so sagen, auch wenn sie vielleicht selber nicht über sich so nachgedacht hat. Aber irgendwie scheißegal, sie hat es gemacht. Ne? Und das Wort Girl ist ja, weil das uns heute so frappiert hat, und das ist dann auch die Frage wieder vom Sinn und vom Signifier, also was es uns heute dann wieder bedeutet, ist ja was anderes. Also wir empfinden das als sich klein machen, das mag es aber nicht unbedingt gewesen sein. Aber es hat natürlich mit einem Kontext zu tun und der Kontext an sich hat die Frau natürlich klein gemacht. Das heißt, sie hat sich dem ja trotzdem dann gefügt. Aber auf dem Weg hierhin habe ich überlegt, so, was hat eigentlich so die Sieger, die die Geschichten schreiben und die Spieler auf der Bühne und so, was ist da so eine Gemeinsamkeit? Und ich habe mir gedacht, Leon ist eigentlich vielleicht eine Frau, die auf einer Bühne spielt und sie könnte einen viel stärkeren Rolle einnehmen, wenn die Spieler rumherum ihr diesen Platz geben würden. Und eigentlich ist es eine Frau, die stark ist, aber sie spielt umgeben von Männern, die sie klein machen. Und das ist wie eine Schauspielerin, die versucht, eine größere Rolle zu spielen, als das, was geschrieben ist. Die es noch nicht gibt, die vielen Frauenrollen, die es eben nicht gibt. Aber der Text und die Umgebung wird sie immer wieder klein drücken. Und das ist so im Theater, also der König spielt nicht der König, sondern die anderen Schauspieler, die sich bücken vor dem König, die spielen den König, die machen ihn groß. Und die Frau kann sich nicht groß machen, wenn kein Lakai da ist in den 40er Jahren, um sie groß zu spielen irgendwie. Und wie man so immer Opfer der Umstände ist.
Es wird sehr emotional, ist doch okay. Ich bin sehr froh, dass es dieses neue Fach dann auch gibt, weil das kommt unserem dann vielleicht auch wieder irgendwo näher. Also mich hat einfach während des ganzen Vortrags, dachte ich so, oh, das sind so zwei grundverschiedene Herangehensweisen und letztendlich während das haben wir gedacht, nee, das ist alles, das ist eigentlich so viel die gleichen Prinzipien, es sind so viele gleichen Prinzipien, nur ich denke, dass das so sagt, dass die Bühne, auf der die Figur steht, ist natürlich auch, also allein der Militärbegriff vom Theater, also wo es sich abspielt, der Krieg, das sind ja auch Theaters, es ist ja sehr, sehr, sehr ähnlich. Christoph, die Vergangenheit ist vergangen und das Experiment zu machen, ist ja das ist ja eigentlich vielleicht das, was wir auch dann machen als im Theater, also diesen Versuch immer wieder, dass dann der Reproduktion, aber es ist nie das ist der Punkt, ich glaube, es ist eben nie eine Reproduktion, es ist immer eine Interpretation von unserer Seite und ich weiß auch nicht, inwiefern wir da der reinen Historiografie können wir natürlich da nicht zuspielen, aber vielleicht diesem Andersdenkenden oder diesem Zusatz, diesem Komplementaren, dieser Offenheit ist gefallen als Begriff. Ja, also ich würde auch sagen, Theater ist Rekonstruktion, Interpretation, das unterscheidet es eigentlich nicht von Geschichte. Ja? Ihr spielt ja auch nicht das, was damals passiert ist, also es geht ja um den direkten Zugang. Das ist halt die Frage, also um es wissenschaftsgeschichtlich zu beantworten, des Unterschieds zwischen Naturwissenschaften oder von manchen exakten Wissenschaften genannten und Geistes- und Sozialwissenschaften, der ja eigentlich, also man braucht ja nur in Foren und selbst in Qualitätszeitungen, Internetforen reinzuschauen, das wird einem immer an den Kopf geschmissen, aber wir Naturwissenschaftler, das ist so und bei euch, ja, das ist eigentlich, wie ich eben gesagt habe, nur eine Meinung, die ihr äußert. Ja, die Offenheit, also das ist natürlich absolut zentral und ich denke, da trifft man sich tatsächlich. Und Künstler können wahrscheinlich noch kreativer über Offenheit nachdenken, als Historiker das tun, die dann trotzdem eher vorsichtig sind. Die Offenheit bedeutet natürlich aber eben auch, und das ist dann geschichtsphilosophisch gewendet, dass die Geschichte nicht auf ein Ziel zuläuft. Ja, also ich habe eben von den heilsgeschichtlichen Geschichtserzählungen gesprochen, ja, also die auf eine Erlösung hinlaufen. Das ist ja das, was wir vermeiden möchten. Und wir schaffen es trotzdem nicht immer. Ja? Die Frage, ob die Geschichte nicht auf etwas zuläuft, weil wir ja Fluchtpunkte brauchen. Ja? Also bei einer Arbeit hört man irgendwann auf. Ja? Die Kunst ist eben zu zeigen, dass alles nicht darauf zuläuft, sondern natürlich, dass es danach auch weiter geht und dass es offen ist. Die Antwort, die die Geschichtsschreibung darauf teilweise in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist eben diese Geschichtsschreibung des What If. Ja? Das ist nicht immer überzeugend, manchmal ist es nicht mehr als eine intellektuelle Spielerei nachzudenken, ja, was wäre passiert, wenn die Person links abgebogen wäre und nicht rechts, aber es ist geistig, passt gut zum Thema. Ja. Das ist eben trotzdem so eine geistige Übung, die absolut notwendig ist, um diese Offenheit auch immer wieder selbst zu problematisieren und zu reflektieren. Ja. Ansonsten würde man einfach auch der Komplexität der damaligen Lebenssituation nicht bewusst, ja, und man käme wieder zurück auf eine Geschichtsschreibung, wo ja, der Einzelne letztendlich kein handelndes Subjekt ist, es sei denn, er heißt Gustav Simon. Ja, aber andere ja, dann eben weniger, deren Namen wir nicht kennen. Du sagst gerade, also Meinungen, wir können eine Meinung äußern. Ich glaube, unser Anspruch wäre eigentlich nicht eine Meinung zu äußern, sondern auch das Verstehen von. Und es ist mir ein wichtiger Punkt, Figuren oder Situationen eher zu verstehen, als eine Meinung zu etwas zu haben, zu äußern. Ich glaube nicht,
das haben wir vor 10 Tagen schon besprochen, dass das für mich auf jeden Fall nicht die Aufgabe von Theater und von Kunst ist, sondern das Versuchen zu verstehen. Und da finde ich total interessant, was du sagtest, dass eben das nicht mit Einverstandensein unbedingt verbunden ist, sondern mit einem Versuch zu verstehen, um eben aus diesem linearen und fixen und schwarz-weißen auch rauszukommen. Konzvi, zu deiner Figur, du spielst den Helden, aber der reine Held ist ja eigentlich auch langweilig. Also wenn der nur Held ist, ich glaube, eben gerade zu verstehen, also dieser Held, Elis, hast du ja auch geschrieben, mit einer Wut. Der ist eigentlich auf Vendetta aus. und das finde ich das finde ich schön zu sagen, der Held ist nicht der Held mit Heiligenschein, sondern der ist eigentlich, der hat eine Wut in sich und der ist nicht gut, er will töten. Ja, hinter jedem Helden steckt auch immer ein Mensch. Ne? Also ich glaube, da fängt es an und auch jeder Held kann oder hat das komplette Spektrum von Emotionen. Das, was wir, glaube ich, als Menschen machen in Erzählungen, sei es Historiografie, also Geschichtsschreibung oder auch halt Theaterstücke, Romane, ist ja das Rauskristallisieren von gewissen Attributen, die wir dann in diesen Menschen reinlegen und dadurch wird er zum Helden. Was nicht heißt, dass, ich weiß nicht, sagen wir ein klassischer Held, aber zu Hause seine Frau schlägt. Also diese Spannungsverhältnisse sind, glaube ich, immer da und das finde ich eben auch das Gute jetzt an dem Stück So dunkel hier, dass er eben der Vertreter von dieser unkontrollierten Wut ist, die nach Vendetta nur schreit. Genau. Ist es für einen Schauspieler, eine Schauspielerin, der Begriff dieser kalten Empathie, ist das eine Möglichkeit oder ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, auch an solche Sachen heranzugehen? Also ich denke jetzt vor allem, wenn man den Bösen spielen muss, aber auch diese Frage von diesem, ja, aber ich will nicht, dass ich so was tue, dass der Held so was tut, aber es ist wichtig, dass wir solche Helden zeigen, die eben nicht Helden sind. Also das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen schade, dass die anderen beiden Kollegen, die nämlich die Nazi-Schweine spielen, nicht da sind. Ich kann mir vorstellen, dass für die jetzt der Begriff der kalten Empathie vielleicht eher ein Stichwort ist. Das ist natürlich vollkommen mein Vorteil. Ich kann mich voll in die Soße reinsetzen und ich bleibe immer der Held, weil also meine das meinst aber auch nur du, ne? Ich muss es glauben, weil sonst kann ich es nicht spielen. Nee, aber ich meine, ich hab immer das Argument auf der Seite, also Captain Hans Alexander, der Nazi-Jäger, der Gustav Simon und eben den Richard Hengst nach Luxemburg bringen soll. Seine Familie musste ausreisen aus Deutschland. Die hatten eine riesige Wohnung in Berlin. Ich habe nachgelesen, 20 Zimmer. Die hatten ein Wochenendhaus an einem See. Der Vater hatte eine Privatklinik. Der wurde überall gegrüßt, dauernd auf der Straße. Das war jemand, der etwas, wie man bei uns in der Region in Deutschland sagt, das ist jemand, der etwas dargestellt hat. Und das wurde dann durch die Machtergreifung der Nazis denen einfach genommen. Und das ist mehr oder weniger mal ein Totschlagargument für jegliche Wut, die man gegen diese Schweine dann hat. Und das ist halt der Vorteil von meiner Figur. Die Leon, die ich jetzt spiele, die hat eine Namensvetterin, die heißt Leonie. Und die hat auch in den 40er Jahren gelebt und die habe ich in einem Film gespielt, Eine Zeit. Und mit der Figur hatte ich irgendwie eine sehr überraschende emotionale Bindung auf einmal. Also ich habe bei den Präparationen vom Dreh habe ich ein Foto wirklich gesehen von der, wie sie tot da lag und ich habe mir
so den Haarschnitt so angesehen und wie sie angezogen war. Und auf dem Film ist das ja noch ein bisschen anders wie im Theater, weil da materialisiert sich ja ein bisschen die Welt von der Zeit total um einen herum. Und die Kleider, also ich hatte 2 verschiedene Kleider für die Figur zu spielen und ja, die Materialität von den Kleidern, dass wir lange in Masken saßen, damit wir die Finger so ganz verarbeitet, also Finger, die eigentlich so in der Erde gearbeitet haben. Im Film hat man dann so, finde ich, so durch die ganze Atmosphäre, die da rumkommt, kriegt man so einen krassen emotionalen Link quasi zu der Figur. Und ich glaube, da habe ich auch auf einmal durch diese Figur da war irgendwie so eine Brücke mit der Zeit. Und ich habe dann angefangen, mich ganz viel so dafür zu interessieren, wie das Leben in den 40er Jahren auf einem Hof im Norden von Luxemburg ausgesehen hat. Im Theater ist es irgendwie was ganz anderes, weil wir ja zusammen eigentlich ein bisschen rauszoomen. Also im Film ist man nur so ein Bruchteil von dem Ganzen und man kann sich so auf die Figur konzentrieren und man kriegt auch noch alles dahin, so, um das so aufzunehmen. Und im Theater denken wir eigentlich gemeinsam darüber nach, was das bedeutet, was wir hier machen. Und dadurch finde ich die Emotionalität zu der Figur viel schwieriger zu finden irgendwie, weil man viel mehr so mit den größeren Zusammenhängen, um den Text zu zitieren, beschäftigt ist. Ja, und das ist einfach eine andere Position. Das, was du gerade sagst, würde meinem Grundargument, was ich im Hinterkopf habe, eigentlich total helfen. Und so, also ich bin immer hinter denen, so, Leute, denkt das jetzt nicht naturalistisch, weil wir müssen es irgendwie von außen betrachten, um eben gerade diese fast chirurgische Auseinandernehmen von der Situation zu nehmen, ohne dass ich irgendeinen wissenschaftlichen Anspruch daran hätte, aber der Vorgang, der künstliche und künstlerische Vorgang ist der von dem einen gewissen Abstand zu schaffen, um eben diese Draufsicht zu haben, um eben was Größeres zu erzählen als nur den naturalistischen Moment. Und ich frage mich, ob das dann nicht ein Weg ist, der eben außerhalb der Kiste einfach, also to think outside the box auf der einen Seite und vielleicht eben auch, ich komme nochmal auf diese Nonlinearität zurück, die das für mich mehr verkörpern. Und das ist auch das, was für mich die Kunst machen sollte. Und nicht, dass ich gegen naturalistisches Theater oder Film wäre, aber vor allem für Sachen, die historischer Natur sind, finde ich es einfach so schwierig, weil ich dann immer befürchte, dass ich es in so eine Erwartungsdarstellung quasi reinpresche. Gerade bei einem World War II-Drama, also so Historiendramen sind immer dann, wir haben eine Vorstellung davon und die wird immer erfüllt quasi. Und da frage ich mich dann, also in dem Moment, wo wir aber gerade sind, auch was Geschichtsschreibung anbelangt und was Wissenschaft anbelangt, ja, wir sagen, ist doch viel komplexer als diese Darstellung, die wir schon immer so gehabt haben. Also eben nicht in diese Falle zu tappen von der von der Darstellung, die erwartet wird. Christoph, kannst du da vielleicht mir ein bisschen helfen in der Reflexion? Ja, ich würde dem absolut zustimmen, dich darin bekräftigen wollen. Also es geht um Interpretation und Deutung. Du hast eben auch den Begriff des Verstehens nochmal herausgehoben. Also es geht um verstehendes Deuten. Ich denke, da treffen sich Wissenschaft und Kunst auf jeden Fall. Ja? Und nur etwas zu erzählen, was schon mal passiert ist oder was vielleicht auch einfach beim Publikum oder als Format schon mal funktioniert hat, bringt Kunst letztendlich nicht weiter. Es kann unterhalten, aber es ist vielleicht nicht das, was den Denkprozess am besten anstachelt. Ich meine, das kann man bei Musik diskutieren, natürlich bei klassischen Theatern und historischer Aufführungspraxis ja auch. Also mir sagt das wenig. Und als Historiker positioniere ich mich auch so, dass ich gerade auch als Zeithistoriker doch sehr stark eben auch was zur Gegenwart und zum Verständnis der Gegenwart beitragen möchte. Nicht nur, ja, weil sonst
läuft man natürlich auch wieder Gefahr, eine Verengung zu bedienen. Aber es sollte schon ein Ziel sein von kritischer Zeitgeschichtsschreibung. Da bin ich eigentlich ganz der traditionellen Zeitgeschichtsschreibung, wie sie sich seit den 50er, 60er Jahren entwickelt hat, eben verbunden. Ich glaube, ich gebe oder frage mal in das doch etwas reduzierte Publikum heute Abend, ob es da Meldungen gibt, Fragen, Aussagen es gibt. Ja, ich habe eine Frage bezüglich dem Stellenwert der Geschichte in der Gesellschaft. Es ist ja eigentlich so, dass Geschichte ja auch zu Gedanken anregen muss, gewisse Probleme, die man eigentlich in der heutigen Gesellschaft hat, mal zu hinterfragen bezüglich von Elementen aus der Vergangenheit, um auch Mut zu schöpfen. Ich habe zum Beispiel ein Projekt im Norden des Landes, wo es darum geht, eine Memorial-Site nach neuen Gesichtspunkten so zu gestalten, dass er anspricht, besonders für die jüngeren Generationen. Und was habe ich gemacht? Ich habe einerseits mit der Uni LU gearbeitet, wir haben ein Webdokument darüber gemacht und auf der anderen Seite haben wir mit einem Lyzeum zusammengearbeitet. Und wir haben da mehrere Workshops gemacht und wir haben die Studenten, das sind normalerweise die beiden letzten Jahrgänge im Lyzeum, die natürlich auch schon eine gewisse Maturität haben, die haben wir dann gefragt, was wollt ihr darüber wissen? Wie würdet ihr Geschichte sehen? Jahrelang haben wir das, und das habe ich persönlich mitgemacht. Mein Vater war selbst in einem KZ und ich weiß noch in den 60er Jahren, wie emotionsgebunden das alles war. Das war ein ganzes Kokon. Und dieser ganze Kontext besteht ja in der Form, Gott sei Dank auch, heute nicht mehr. Und man kann heute gewisse Sachen anders hinterfragen. Und es ist, wenn man die Jugendlichen dafür interessieren möchte, dann kommt das erste Mal, ja, ich habe heute meine eigenen Probleme, aber wie war das eigentlich damals? Wie konntet ihr 1945 zum Beispiel aus dem Nichts, wir haben jetzt Covid, aber die Infrastrukturen, alles steht und so weiter, aber damals war alles kaputt. Wie haben die das innerhalb von 7 Jahren fertiggebracht? Wo kam diese Energie her? Das sind sehr interessante Fragen und die sind auch ermutigend. Und deshalb kann man dann sich auch mehr in die Lage reinversetzen, wie die damals dann auch gedacht und getickt haben. Das heißt, dass man von heute eigentlich die Vergangenheit befragt und die Zeitzeugen befragt und die dann auch sagen, ja gut, damals hatten wir noch vielleicht einen viel engeren Erfahrungshorizont und wir haben auch an gewisse Ideale, die auch sicher ganz oft absolut die falschen waren, an denen haben wir festgehalten. Aber danach, nach all den Jahren, den 40 Jahren Demokratisierung, wie ich das mit sehr vielen deutschen Veteranen mal diskutiert habe, sehen wir das heute alles anders. Und das ist hochinteressant, dass die sehr kritisch sich dann zu ihren eigenen Positionen äußern, die sie damals eigentlich blindlings vertreten haben. Und das ist, ich glaube, das ist interessant, wenn man versucht, die Geschichte eigentlich als, ja, ich sag mal ganz einfach, auch als Mutmacher, als encouraging Element für unsere heutige Zeit mit zu integrieren. Man spricht immer von Geschichtslehre, das klingt ja immer, man belehrt ja, man berieselt, man muss das umgekehrt sehen. Man muss sagen, was ist interessant in der Geschichte? Was kann ich persönlich daraus ziehen? Was kann meine eigene Persönlichkeit und meine Entscheidungsvermögen zum Beispiel mitprägen? Das ist sehr wichtig. Und das sind, wie gesagt, wir haben das eben auch angesprochen vom Storytelling. Aber es ist ganz klar, dass wenn man sich die Quellen anschaut, ich habe eben diese Statistik da mir angeschaut, so wie die da steht, gibt es direkt falsche Interpretationen. Da steht zum Beispiel geschrieben, dass Luxemburg 1700 Strafverfahren hatte, ein paar hunderttausend Einwohner. In Frankreich waren es 309. Wenn man allerdings weiß, dass die ähnlichen Zahlen wie in Luxemburg die gleichen waren, mehr oder weniger in Holland und ebenfalls in Norwegen, komischerweise waren das Länder, wo die Exilregierungen
in England waren und die Legitimität hatten, als die 44 oder 45 zurückkamen. Und dieser sogenannte rechtsfreie Raum, der bestand in der Form gar nicht. Wir hatten auch hier den Epurationsrichter zum Beispiel, der de la Porte, der wurde bereits im September 1944 eingesetzt und der hat nach luxemburgischem Recht Recht gesprochen. In Frankreich war das nicht der Fall. Die standen kurz vom Bürgerkrieg. Das war ganz klar, de Gaulle hatte die Legitimierung nicht, weil er ja eigentlich nicht wie die französische Regierung einen Waffenstillstandvertrag mit Laval und so weiter mit den Nazis verhandelt hatte. Die war eine ganz andere Konstellation und die hatten mindestens 30.000 wilde Operationen, wo Menschen umgebracht wurden. Die kommen in diesen Statistiken nicht. Deshalb sage ich mal ganz einfach, man muss die Quellen immer in diesen entsprechenden Rahmen setzen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, um auch die Kredibilität gegenüber den jüngeren Generationen zu vertreten. Und das Storytelling ist interessant, dass man zusätzlich zu Fakten, die geschrieben worden sind, mehr emotionale Elemente bekommt, die sich auch dort einordnen. Und die erlauben, sich selber mit gewissen Situationen zu identifizieren und darüber nachzudenken. Das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Danke. Also ich glaube, wir kommen immer wieder auch auf diese Frage von der Kontextualisierung und von der eben nicht Sachen allein im Raum stehen zu lassen, irgendwo zurück. Und wenn dann verschiedene Themen eben gerade von verschiedenen Aspekten oder durch verschiedene Formen auch beleuchtet werden, dann stehen wir irgendwie eine Chance, als Gesellschaft eben auch aus diesem binären Denken irgendwo rauszukommen, weil oder diese Meinungsdenken auch, ne, diesen festgefrorenen zwei Seiten, von denen sehr viel die Rede ist im Moment. Gibt es noch weitere Meldungen aus dem Zuschauerraum oder vielleicht noch eine Frage, Anregung? Also, ich will noch was sagen. Ja, für mich ist zum Beispiel die Tatsache von dem rechtsfreien Raum, das war mir total unbekannt, bevor wir an diesem Stück gearbeitet haben. Und das ist dann eine neue Information für mich, darüber freue ich mich immer, über neue Informationen. Den rechtsfreien Raum hat es auch in Luxemburg gegeben. Also es war ein bisschen vorstellen, aber darum ging es ja auch bei der Statistik überhaupt nicht. Da ging es nur um strafrechtliche Verfolgung, nur um das trotzdem richtig zu stellen. Sie haben sehr viele interessante Dinge gesagt, nur einen Punkt möchte ich trotzdem sagen. Also ich schreibe Geschichte nicht, damit man da irgendwelche Vorbilder oder positive Lehren draus ziehen kann. Ist nicht mein Ziel, wenn ich es schreibe. Also derjenige, der meine Arbeiten liest, der soll das tun. Ja? Der macht auch mit dem, was ich geschrieben habe, was er möchte. Bei Politikern stellt man das immer zu seinem Leidwesen fest, aber das ist was anderes. Also es ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist tatsächlich dieses verstehende Deuten von Vergangenheit. Aber wo Sie natürlich absolut recht haben, die Frage der Vermittlung ist zentral. Wir haben heute andere technische Möglichkeiten, die müssen wir nutzen, aber der wissenschaftliche Anspruch, an dem darf nicht gerührt werden. Und da ist schon noch eine Grauzone manchmal, wenn ich das so sagen darf. Die Frage, sich in jemanden hineinzuversetzen, das ist auch ein Teil des Wesens der Geschichtsschreibung. Ja? Collingwood in seiner berühmten Arbeit von 56 spricht ja schon von Reenactment. Und da meinte man noch nicht historische Szenen nachspielen, wie das ja gerne mal auch bei Ihnen mit der Ardennenschlacht und so passiert, sondern es ging darum, dass der Historiker sich in die Akteure versetzt, um nachzuvollziehen, was passiert. Sind wir wieder bei der Frage der Empathie dann auch. Ja? Also die Frage der Vermittlung ist absolut zentral, aber für mich steht sie immer zuerst hinter der Frage der Erkenntnis und des Erkenntnisinteresses. Was ich dann daraus mache, ist was anderes. Da ist ja auch die Frage der Werturteile. Ja? Wie oft hört man nicht, ich weiß ja nicht, wie ich mich damals verhalten hätte. Ja? Aber das ist ein Schritt zu kurz gedacht. Man muss sagen, ich weiß nicht, wie ich mich damals verhalten hätte, aber ich weiß, wie ich mich heute zu verhalten hätte, wenn ich in ähnlichen
Situation wäre. Darum geht es, wenn ich Geschichte mache und nicht um mich in eine Situation nachzufühlen oder eine Entscheidung zu treffen, ja, die andere schon unter wesentlich dramatischeren Umständen damals haben treffen müssen. Ja. Da sind wir bei dem Punkt, mit dem ich angefangen habe. Also für mich ist Geschichte dann eben auch Demokratiewissenschaft. Nur, also ich als Schauspieler, ich versuche ja mich dann, sagen wir, vielleicht in die Abgründe reinzuwagen. Und deshalb stelle ich da jetzt mal einfach die Gegenfrage, geht das denn zu wissen, wie man sich heute verhalten würde bei ähnlichen Gegebenheiten? Weil ich habe jetzt noch keine Todesangst gehabt durch ein System, das mir die aufdrückt, oder auch nicht Androhung, dass meine Familie deportiert wird oder verschleppt wird oder Sippenhaft oder was auch immer. Und da finde ich es dann, also ich sage das ganz ehrlich, ich wüsste es nicht. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn ich, sagen wir, 1920 geboren wäre, dann wäre ich 1940, wäre ich 20 gewesen. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass ich dann von Wehrmachts- und SS-Uniformen sehr beeindruckt gewesen wäre, mich da eingeschrieben hätte, und dann steht man irgendwann 41, 42 hinter den deutschen Linien und reinigt da russische Dörfer, sei es von Juden oder Partisanen oder was auch immer. Wo ich sage, ich wage mich da jetzt nicht so raus, zu sagen, ich könnte da jetzt klar Ja und Nein sagen, weil ich aber auch vielleicht weiß, was für Abgründe auch in mir beziehungsweise in, ich glaube, uns allen schlummern. Das sind jetzt auch wieder sehr viele verschiedene Ebenen. Ja? Also wenn man sozialpsychologische Studien, mit denen ja auch Browning und andere gearbeitet oder Wälzer, jeder weiß, dass er in einer gewissen Situation zum Töten fähig ist. Ja? Also das ist ziemlich desillusionierend, wenn man das sieht. Weil, ja, absolut. Auf der anderen Seite, ja, als Historiker gesprochen, Historiker und meistens ein und dieselbe Person haben sehr ambivalente Haltungen zu der Frage. Weil einerseits kann man alarmistisch sein, also lieber einmal zu viel warnen vor einer Entwicklung, die man wahrnimmt, als einmal zu wenig. Und auf der anderen Seite kann man als Historiker natürlich auch sagen, ja, wir ordnen das erstmal in die langere Dauer ein, und das führt dann meistens zu etwas Gelassenheit im Umgang mit Dingen. Aber es geht schon um Fragen wie, ja, je nachdem, welche Diskurse öffentlich werden heute, widerspreche ich da oder widerspreche ich nicht. Es geht um diese Fragen, und die beantwortet auch jeder anders. Und ich habe da auch kein Rezept. Es gibt sehr viele Historiker, die tummeln sich tagtäglich auf Twitter oder auf Facebook und führen da auch Kommunikation. Ich würde verrückt, wenn ich das machen würde, schlicht und ergreifend. Also es gibt nicht die eine Möglichkeit der Haltung, aber das, was du eben schon problematisiert hast, ist ja schon ein absolut erster Schritt dahin. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich kann mal von einem kleinen Experiment berichten. Ich denke, das können wir noch machen und dann damit vielleicht auch versuchen abzuschließen. Ich komme aus einer Nachbarregion von Luxemburg, nämlich Ostbelgien, die auch eine ziemlich schwierige Vergangenheit hat, wahrscheinlich sogar noch etwas schwieriger als die von Luxemburg. Und als wir vor 4 Jahren die Arbeit an einem Band zur Geschichte der Zeit 1919 bis 1945 gemacht haben, haben wir uns die Frage gestellt, ja, was können wir mal machen, was noch keiner gemacht hat oder was selten gemacht wird. Und wir haben ganz einfach alle Historiker, die aus der Region kamen, die am Projekt beteiligt waren, haben ihre Familiengeschichte aufgeschrieben und recherchiert. Und zwar erstmal im Stadium, was wissen wir, als wir angefangen haben, und dann haben wir natürlich angefangen, also manche hatten das schon vorher getan, aber andere haben dann angefangen zu recherchieren. Und am Ende durfte jeder zwar einen Text schreiben, aber die Form war überhaupt nicht vorgegeben. Und was da rauskam, war extrem interessant.
weil Laute sehr stark ich und sehr emotional das betrachtet haben. Und auf der anderen Seite gab es halt die extrem Distanzierte waren, die das quasi geschrieben haben, wie sie auch sonst schreiben. Spoiler, ich gehörte eher zu Letzteren. Aber das war ein ganz interessantes Ding, mal ernst zu nehmen, was Carr schon 1961 geschrieben haben, before you study the facts, study the historian. Weil wir diese Standortgebundenheit zwar als Prinzip der Geschichtswissenschaft und unserer Herangehensweise an Geschichtswissenschaft natürlich problematisieren, aber selten so nah, ja, dass unsere Familiengeschichte ins Spiel kommt. Und wir haben, mein Kollege Andreas Fickers und ich, das jetzt auch in den letzten 18 Monaten mit den Studierenden im Masterseminar an der Uni hier gemacht und es war wieder genauso spannend. Die Resultate waren auch wieder genauso unterschiedlich. Manche haben es einfach nicht geschafft, die Distanz aufzubauen, ja, trotz aller theoretischer Diskussionen darüber. Und für andere war es wiederum kein Problem. Und es hatte nichts mit der Vergangenheit der Familie als solcher zu tun. Ja? Also überhaupt nichts, sondern es lag einfach eher in der Person selbst. Also das ist dann natürlich auch am Ende des Tages eine individuelle Frage. Aber die Frage, wie man sich informiert, wie man Grundpositionen aufbaut, da ist natürlich die Rolle der Geschichten, der Zeitgeschichte für mich schon präsent. Auch wenn man keine direkten Lehren ziehen kann. Ja, man kann vielleicht aus Einsichten Lehren ziehen, aber nicht aus der Geschichte selbst. Ja, es ist wieder die Frage, also die Differenzierung zwischen der Meinung und dem Definitiven und dem Nicht-Definitiven. Und ich glaube, es kommt immer wieder alles darauf zurück, Frage von Meinung oder Verstehen. Also es sind ja zwei diametral opposierte Geschichten. Und natürlich zusätzlich auch noch bei uns gibt es ja genau auch diese individuelle Reaktion, dass man hochemotional oder das Persönliche nicht so vollends abgetrennt kriegt von einer Rolle, von einer Situation, die wir machen, und andere Kollegen können das viel, viel besser, was sie nicht weniger verletzlich unbedingt macht. Das ist natürlich nochmal, also das ist nochmal eine andere Geschichte. Will jemand abschließend dazu noch etwas sagen? Sonst würde ich die Runde hier schließen und mich herzlich bei euch bedanken, beim lieben Publikum bedanken, hier im Saal und auch zu Hause vom Schirm, im Auto, im Kopfhörer, wo auch immer ihr seid, und vor allem bei unseren Partnern Neumünster und dem Theater Esch, wo die Aufführungen stattfinden werden, und der Uni, dem Resistenzmuseum und dem Zentrum für politische Bildung. Das ganze Projekt findet statt mit der Unterstützung von der Œuvre de Secours National Grande Chaise Charlotte und dem Kulturministerium. Und wir würden uns natürlich freuen, Sie bei einer der Vorstellungen in 2 Wochen, in 10 Tagen, ich weiß es nicht. Keine 2 Wochen Nein, keine mehr. 2 Wochen mehr. Das ist Wunschvorstellung. In 10 Tagen hier oder im September in Esch begrüßen zu dürfen. Es wird kalt werden, aber es wird schönes Wetter, hoffen wir. Im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus. Also warm anziehen und hierher kommen, das wird, glaube ich, sehr schön. Ich danke vielmals und einen schönen Abend.